Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Matthäus allerlei, aber vorher würde ich ganz gerne noch an der Videooption ein bisschen was schrauben. Jetzt habt ihr auch noch mal Grafikkarte gesehen. Deswegen, okay, Modelldetails. Gehen wir mal hier und so und Sichtweite Objekte machen wir bitte auch hoch. Habe ich schon ganz verpeilt. So, weil wenn, dann würde ich es auch schon richtig spielen. So, dann reden wir nochmal mit dir, Herr Matteo. Was kann ich für dich tun? Ja, gutes Treppel wäre nicht schlecht, aber, ne, hier. Was weißt du über Paladine? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Ja, Unverschämtheit, oder? Haken wir doch mal hoch. Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl da lassen. Hilfe? Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Weil sie ihre Befehle haben. Okay, wie sieht's aus? Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Okay, das ist in Ordnung. Ja. Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Ja, jetzt sind wir in den Intrige von der Gutbürger gelandet, aber okay. Wo finde ich diese Greta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Ja, okay. So. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harald, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Okay, dann. Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Ja, Austin Powers. Wie sieht's bei dir aus? Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Dann, so. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Okay, nett. Dann gucke ich mal Was das verkaufst Sortiment an. Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert?
Ja, das klingt doch gut. 250 Gold, aber erstmal gucken. Zeig mir deine Ware. Ja, dafür sind wir definitiv zu schlecht für die Waffe, die er hat. Aber wir könnten dann andere Kruscht verkaufen, den wir hier noch hin. Schürhage ist zum Beispiel Quatsch. Und das Silberring, oh Gott, 8C ist er nur noch wert. 120 war der ursprünglich wert. Also ich bitte dich. Dann Hammer lassen wir jetzt auch mal gut sein. Hammer lassen wir mal Hammer sein. Und ja, dann hole ich mal das Ding hier jetzt noch. Okay, gib mir die Rüstung. Du wirst sie lieben. Ja, Lederrüstung erhalten. Sehr schön. Dann ziehen wir uns das Ding erstmal an. Das wird jetzt nämlich lange Zeit das Beste sein, was wir haben. Schutzerwaffen 25, Schutzerpfeilen 20, Schutzerfeuer 5. Ja, der Bandit, den wir da in der Höhle gehabt haben, bei Cavalons kleiner Quest, hat das auch getragen. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal fast erste nicht verkehrt, sowas zu tragen. Dann gehen wir mal zu dem Knabe hier rein, zu Bospa. Der trägt auch so Rüstung und das ist der Bogner. Lohnt sich auch nur bei dem Lehrling zu werden, wenn man wirklich was mit Fernkampf macht. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bospa. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Deine Stimme, denn du klingst wie Diego. Zeige mal. Zeig mir deine Ware. Er hat einen Ring der Geschicklichkeit und Ledergürtel, der ziemlich gut Schutzerwaffe und Pfeile bietet. Und mit Kombination mit Lederrüstung bietet er nochmal 5 mehr. Ja, das ist natürlich so ein Ding, was es auch nur in die Nacht des Raben gibt. Aber okay. Dann hier. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja, Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Ja, das ist definitiv der Fall. Also statt es irgendwo beim Händler zu vertickern, an ihn verkaufen, der zahlt sehr viel besser. Dann machen wir mal hier. warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Okay. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Okay. Einmal hier noch. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harald und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Das stimmt Aber allerdings. egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Okay, dann brauche ich erstmal seinen Job hier. Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein. Oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein. Gut, Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Nun gut, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Arbeite wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Okay. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß, vielleicht gefällt es dir am Ende ja und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufangen, bist du auch gut genug für alle anderen hier. okay. Dann sag doch mal. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein halbes Dutzend Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Felle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Gut, das klingt doch nur fair. 5 Lernpunkte kostet es, das ist jetzt aber einmalig. Ansonsten kostet das, glaube ich, recht wenig. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut, hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Okay. Dann war's das erstmal. Das ist die Quest Fälle für Bospa.
Also es lohnt sich auf jeden Fall auch immer mal wieder zu ihm zu kommen, wenn man Fälle abgezogen hat. Der zahlt verdammt gut dafür. Torben? Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Hör. Ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Greta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Dann... regeln wir erstmal die Sache mit Greta, bevor wir mit ihrem Onkel sprechen. So, da ist er drin. Da hockt so ein Fegt hier die Was willst du, Bude. Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Greta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Ja. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Lass mal so mal weiter babbeln. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe Ja, genau. War alles besser. zu beschämen. Was soll ich denn machen? Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser. Das sieht man doch jetzt überall. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland. Erlesene Gewürze aus den südlichen Ländern. Ja, ist das leid, aber lass mal so weiter Die schwätzen. meisten Leute kennen so etwas gar nicht. Doch dann eines Tages erreichte mich die Botschaft vom Untergang der Greta. So hieß das Schiff. Mein Mann hatte das Schiff aus Liebe zu mir so genannt. Ich habe geweint und gefleht, dass mein Mann das Unglück überlebt hat. Jeden Tag erhoffte ich, Nachricht von ihm zu bekommen. Doch meine Sehnsucht blieb unerfüllt. Innos möge seiner Seele gnädig sein. Möge er in Frieden ruhen. Seit dieser Zeit lebe ich nun in diesen bescheidenen Verhältnissen. Und das letzte bisschen von meinen Ersparnissen will mir jetzt dieser Seelenverkäufer Matteo abnehmen. Hab doch Erbarmen mit einer armen Frau. Damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Jetzt wiederholt sie sich, aber komm. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Okay, das das feine ist- Essen. Und Es ist genau dasselbe Gebabbel, jetzt reicht's Schluss aber. jetzt. Wo ist das Gold? aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Okay, also das mache ich bestimmt nicht. Aber das hier, komm. Ich werde die Summe für dich bezahlen. Das würdest du für mich tun? Ich wusste, dass du kein raffgieriger Hund bist wie dieser Matteo. Ja, ja, schon gut. Komm wieder, wenn du das erledigt hast. Ich möchte mich noch erkenntlich zeigen. Okay, dann lesen wir erstmal eine Runde, oder? Krieg nochmal Erfahrung 25, aber ansonsten haben wir nichts gelernt. So. Okay, das war wieder so Jagd- und Beutegedöns. Das wollte ich jetzt nicht extra vorlesen. Jupp. Und so, Matze, ich hab was für dich. Bitteschön. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Du willst also für sie bezahlen? Lieber wäre mir gewesen, du hättest es aus ihr rausgequetscht. Wie auch immer. 100 Goldstücke sind 100 Goldstücke. Damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Gut, dann. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu Sehr hören bekommen. schön. Ausgezeichnet.
Gut. Ich meine, die hätten mich hier nicht nur noch mal einen Namen gefragt, sondern einfach nur wahrscheinlich dieser Kerl hier, ne? Dann wollte sie mir noch was mitteilen anscheinend. So, Gritty. Dass du für mich bezahlt hast, war sehr nobel von dir. Ich möchte mich bei dir bedanken. Diese Flasche Wein hat mein Mann, Innos hab ihn selig, von den südlichen Inseln mitgebracht. Ich hoffe, du magst ihn. Außerdem werde ich das weitererzählen. Endlich ist mal jemand in der Stadt, der tugendhaft... Ja, ja, schon gut. Ein Weih hat's noch gegeben. Dankeschön. Dann können wir jetzt auch mit ihrem Onkel sprechen. So, also einen kleinen Ruf habe ich mal definitiv schon erarbeitet. Gab es irgendeine besondere Weih? Anscheinend nur ein stinknormale Weih. Gut, Kerl. Hey, du. Dadap. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Ist noch schwer dann so auf offiziellem Weg was zu lernen. Erstmal so. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elfridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Na, wie lang? Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Das ist schon ein bisschen Zeit, ne? Wo ist Elbridge jetzt? Was weiß ich, er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Okay. Dann könnte man doch mal Nachforschungen betreiben. Hier. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Grittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen willst. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Okay. Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Uff. Ja, das ist ein Kredit, ne? Das machen wir Vielleicht später. später. Hier? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen. Aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nichts nützen. Ja, aber ich kann dir irgendeinen Schampel verkaufen. Und dafür kriege ich dann mein Gold. Da funktioniert es nämlich nicht so mit dem Tauschen, sondern da muss ich Zeug selber verticken. Um an Geld ranzukommen. Oh Gott, Schier verschluckt noch vor lauter Wiest. So, und dann kann ich eh nicht so viel anfangen mit den Dinger. Deswegen können wir da schon mal verkaufen. Das verkaufen wir bestimmt nicht. Hammer. Das Sumpfkraut können wir verticken. Die Säge kann er bestimmt auch gut gebrauchen. Und, nee, Fackel machen wir nicht. Laborflasche auch nicht. Aber komm, eigentlich... wer weiß, vielleicht ist die Magie irgendwann nochmal hilfreich. So, der Woi können wir bestimmt auch gut verkaufen. Wasser auch nochmal, sind wir wenigstens bei 100 Goldstücke wieder. So, hier. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Okay. Du informieren wir uns auch noch mal ein bisschen. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen.
Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Ja, aber offensichtlich kam der Bauernaufstand ja erst nachdem die Paladine kamen. Von daher, ne? Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Oh, ja, komm. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Okay. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Allerhaupt, das gerade so kracht. So, dann gehen wir jetzt aber noch zum Schmied. Zu dem will ich nämlich. Aber der hat schon einen Lehrling hier, der gute Brian. Neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harald. Im Hintergrund sieht man noch den Mast und die Fahne vom Paladin-Schiff. Ja, und? Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harald. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. So soll's ja auch sein. Erzähl mal. Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harald als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Okay, erzähl. Wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Bosper, der Bogner, Konstantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her, aber in erster Linie ist er Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Und Konstantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel. Sag mal was über deiner. Erzähl mir mehr über Meister Harald. Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Klingt nicht so gut, aber... Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Und? Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Okay. Rohstahl für 10 Goldmünze. Ist in Ordnung. Nehmen wir gleich mal 2. Und merci. Reden wir mal mit dir, Meister. Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Der Gorm Stimmerich. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Okay, Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu.
Das sind harte Worte, aber ich weiß, wo ich so ein Ding krieg. Okay. Kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Eine große Herausforderung, der Segen der Götter, die Vermissten, Fälle für Bossbar. Okay, Orkwaffe sollte als Beweis reicher. Na gut, dann retten wir jetzt noch mit Konstantino, da haben wir die Meister für die Episode auf jeden Fall schon mal durch. Einen Moment mal. Machen wir jetzt hier nochmal der Yankee 1. Gucken wir mal. Dass der uns bemerkt. Hier schweizt schon der Watras. Der labert die ganze Zeit am Vom Marktplatz. Schlösserknacken verstehe ich nichts. Mist. Okay, da hat sie eh nichts gebraucht. Hey, Olden Sack. Aber vorher... Na, wie sieht's aus? Kriege ich aber wieder Erfahrung 25. Sehr schön. Na, wie sieht's aus, du Olden Man? Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ja, ist ja gut. Korkalom stimmerig. So wie der Harald die Stimme vom Gorn gehabt hat. So. Kann ich dir Kräuter verkaufen? Wenn du was anzubieten hast. Horch mal. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Beim anderen Meister. Als Magier würde ich jetzt bei ihm wollen. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Okay, dann hier. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir... meinetwegen... Okay, der sagt gar nichts. Der sagt einfach nur in Ordnung. Na, mir soll's recht sein. Gut, das ging ja relativ gut. Lehrling in Korinis. Konstantino gibt mir seine Zustimmung, wenn ich irgendwo als Lehrling anfangen will, solange ich nicht in der Stadt eines Verbrechens angeklagt bin. Das hat er jetzt nicht unbedingt gesagt. Aber allerhopp. Dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache hier wieder meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo wir uns weiter in Korinis Stadt umgucken werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.